Die ersten 3 Tage sind vorbei, liebe Freunde. Das heißt, die Gruppenspiele sind ausgespielt und nun geht es darum, wer nebst den Gruppensiegern noch ins Halbfinale einziehen darf. Willkommen zurück hier zum Spänner Cup bei NHL 19. Ja, wir können eigentlich mit allen hier einen Tag simulieren, weil alles geht zum 28. Dezember. Gruppensieger ihrer Gruppe, das heißt der HC Davos plus Magnitogorsk sind die Sieger ihrer Gruppen. Die haben am 29. Dezember frei. Spielfrei, können sich ausruhen. Und am 29. gibt es deswegen das sogenannte Vorhalbfinale. Das heißt, der zweite Drittplatzierte ihrer Gruppe muss sich um den Einzug in ins Halbfinale prügeln. Genau. Ich würde sagen, geht es doch mal auf die Thomas Abeister. Also sie kommen direkt wieder dran. Ja, das heißt, schnell simulieren. Saison abgeschlossen, Playoff-Erfahrungen stehen fest, sehr gut. Die hätten wir abspeichern können, oder? Aktivitätsfeed, oh! Das heißt, jetzt schnell beenden. Die Kalber können die Serie heute für sich entscheiden, in die nächste Runde einziehen. Die Trinity können die Serie heute für sich entscheiden, in die nächste Runde einziehen. Jo, Mann. Also, die Thomas Abo Ice Tigers müssen, also quasi Deutsche müssen gegen die Tschechen antreten, um weiterzukommen. Team Kanda muss gegen die Finnen antreten. Und ich würde sagen, warte mal, was ist das? Nachmittagsspiel? Das ist eine gute Frage. Mal ganz kurz gucken. Dritte Gruppe Katini. Okay, dann ist das hier. Katini sind ja die Kanadier. Das stimmt soweit. Okay, also. Wollen wir sagen, legen wir los. Kanadier gegen die Finnen. Eigentlich soll das kein Problem werden. Ich mache trotzdem ganz kurz abkommen. Weiß nie, was irgendwo mal noch passiert und so. Neue Datei erstellen. So. Und ich spiele diesmal auf Seite der Kanadier. Hatten wir auch noch nicht. So, dann mal ganz kurz gucken. Also ich spiele auf Seite der Kanadier. Dann sind Drittes, wären deswegen Gast. Dann haben die Finnen den Heimvorteil. So. Und los geht's. Nebel des Krieges verbirgt die Werte, Attribute und andere Informationen eines Spielers. Er wirkt sich auf Trades, Handlungen und die Beurteilung deiner Spieler aus. Jetzt weißt du, was das heißt, übergangen zu werden. Die Gruppenspiele sind vorbei. Jetzt geht es ans Eingemachte. In der K.O.-Phase. Und hier sind wieder unsere beiden Kommentatoren, Mike Emrick und Eddie Olsück, die zwar viel sagen, aber irgendwie einfach nicht verstanden werden. Aber so wie ich ihre Gesichtsmienen deute, wundern sie sich auch, wieso Team Kanda bisher alles verloren hat. Was ist bloß los mit dieser traditionsreichen Mannschaft, diesen starken Kanadiern? Ist der Zauber verflogen? Haben sie es einfach nicht mehr drauf? Das ist die große Frage, die wir uns heute stellen werden. Und natürlich auf Seite der Finnen geht es auch darum, zu zeigen, dass sie was drauf haben. Es geht wieder mal in diesem Turnier darum, nicht nur Finnen oder Finnland gegen Kanada, nein, es geht auch darum, Schwarz gegen Weiß. Mit Dennis Godler auf Seite der Finnen im Tor. Sie werden alles versuchen, was sie können, denn sie wollen die Kanadier vernichtend schlagen. Auf der anderen Seite mit Kevin Pooley im Tor der Kanadier. Sie hat einen Ruf zu verteidigen. Sie wollen natürlich unbedingt hier weiterkommen und nicht schon im Vorhalbfinale ausscheiden. Mit 0 Siegen bisher wäre das ziemlich bitter. Und los geht's. Team Kanada gegen Kalpau, Kuopio, Dingsbums, egal. Alter, Stimmung, hey. Hoho, ey, Zuschauer, beruhigt doch mal ein bisschen. Aua. Ich hab's noch rechts oben gezielt, aber okay. Er kann nur bis zum Torhüter. Das war die erste Offensivaktion der Kanadier. Sie zeigen direkt, sie haben es drauf, sie wollen es auch drauf haben, sie wollen zeigen, wer sie sind, dass sie Bestien sind, dass sie zu den Besten der Besten gehören. So, das ist schon mal die erste Situation für die Finnen hier. Die Kanadier sind wieder dran, drauf und dran, hier zu siegen, zu obsiegen, zu abservieren, whatever. Ja, Abseitswarnung, vielen Dank dafür auch, lieber Schiedsrichter. Die Schiedsrichter in diesem Turnier sind sehr pingelig, man merkt schon,
Die pfeifen nach internationalem Recht, internationalem Standard, sage ich jetzt mal. Und vor allem verstehen sie keinen Spaß. Ja, soweit mal aus meiner Kommentatorensicht. So, egal, komm, so ein paar Minuten, wo ich kommentiert habe. Jetzt wird gespielt. Okidoki. Gehen wir nochmal nach vorne. Hui. Nö. Geschlänzter Pass, wa? Nein! Ah, okay. Direktschuss. Bin nicht ganz sicher, ob das klappt. So. Aber jetzt sollen weiter weg sollen. Ah, verdammt. Okay. Okay. Und schon wieder, ich habe direkt nach dem nach dem Pass eigentlich den Schussknopf gedrückt, also sprich, er hätte Kontrollstick nach vorne, aber irgendwie hat es mal nichts gebracht. Super. So, komm schon, dann müssen wir jetzt mal... Nein! Oh. Auch in die Ritte gerade getroffen, das haben wir noch gehört. Nein! Wo zielt denn der hin? Das war ein Schlag im Magen gegen der so gewaschen hat. Man kann sagen, was man will, aber das spielt zwischen den Kanadiern und den Finnen. Bisher sehr, sehr sauber, wenig Strafen, wenig Zusammenstöße vor allem auch. Und ganz besonders Torchancen auf beiden Seiten. Chancen. Torchancen. Champs-Élysées. Ah, fuck. Der war nicht schlecht. Was zum... Was? Ja klar, 1 Millimeter hinter dieser verkackten blauen Linie und der Schiedsrichter pfeift natürlich, als hätte nur darauf gewartet, dieses Saftgesicht, hey. Alter. Das ist schon immer das Schweizer Pingel nicht gesehen, aber ganz ehrlich, der ist noch schlimmer als wir Schweizer. Mann. Na, natürlich. Dankeschön. Hä? Was waren Sie im Abseits? Ja gut, ich meine, das auf beiden Seiten gleich fair. Und gleich unfair in der Situation. Ah, wenig Torchancen bisher, sowohl bei den Finnen als auch den Kanadiern. Was ist hier bloß los? Hier in Davos. Gott sei Dank, machst du mal oder was? Mann! War kein Glück mehr. Ja super, wieder 3 auf einer Linie. Was ist denn los? Also 3 auf einem Haufen, ich konnte dir nur einen. Ja, das Umschalten der manuellen zur automatischen Defensive, die habe das Gefühl, die ist entweder mache ich es noch falsch, oder ist sehr gewöhnungsbedürftig, oder aber... Ah, fuck, ich hab den Abpraller gehofft. Oder aber irgendwie... er weiß auch nicht. Ist einfach so, ich muss mich daran gewöhnen. Ich meine, das kann natürlich auch irgendwie ein Bug sein, aber... Das mal nicht glauben, so... Mann! Oh, was war das für ein erstes Drittel, Freunde? Überhaupt nicht so, wie es eigentlich geplant war. Wenn man auch sei, Team Kanada und der finnische Vertreter, sie trennen sich nach dem ersten Drittel mit 0:0. Aber die richtig guten Torchancen, die bleiben noch aus. Die Tore damit auch. Was sagt der Coach?
geschlänzter Pass, ja, das ist auch so etwas. Jetzt in diesem Spiel hört zum ersten Mal was vom geschlänzten Pass, oder was im letzten Spiel, weiß gar nicht mehr. Auf alle Fälle, ja, auch im Trainingslager und so, oder im Training, was man ja machen kann, ne, in Trainingsübungen im Spiel. Geschlänzter Pass, nö, hört man nie etwas. Und denkt man so, oh, super, jetzt auf einmal fängst du davon, geil. Es gibt noch einen Modus im Trainingslager, den ich noch gar nicht gemacht habe, sogenannte erweiterte Decking, aber es kann damit nichts zu tun haben, weil es was komplett anderes. Da geht es eigentlich darum, wie man den gegnerischen Spieler auch ein bisschen umspielen kann. Nein! Den habe ich drin gesehen! Den habe ich drin gesehen! Was war das für eine Scheiße? Dass das kein Foul war bei dem Schiedsrichter? Ich dachte, versuch's mal, komm. Also nach rechts oben gezielt, okay, wieder schießt jetzt in die Mitte. Aua. Da kann ich gar nicht mit dem Finger an den Tisch ran. Aua. Der kanadische Torhüter hat einen Helm von Eisbären Berlin drauf. Tatsache, nicht schlecht. Der wird wohl von diesem Club angehören, wa? Jetzt mal. So, ja. Sorry, wenn keiner kommt, gehe ich halt alleine durch, hä? Da hat die finnische Abwehr verschlafen, denn der Typ, der mich hätte blockieren sollen oder einfach nur decken sollen, der war nicht da, der hat gepennt. Seht ihr, einer steht einfach nur da. Hallo! Der dann im Bulli-Kreis einfach so, Die 55, da rechts genau der. Ja, was macht der? Der hat völlig verpennt. Und damit geht die Führung, wie ich finde, vollkommen in Ordnung. 1-0 für Team Kanada. Wow! Oh ja, wenn die Kanadier erst einmal runtergerochen haben, dann fallen die Tore wie die Fliegen. 2-0. So will ich's. So kriege ich's. Das ist Sparta, das ist Leben, das ist der Spengler Cup. Danke Nummer 89, Namen schon vergessen, ist egal. Ich habe Zeit, ich habe Platz, ich kann schießen. Perfekt. Der Torhüter sieht nichts mehr, weil 2 Verteidiger vor seiner Nase. Nee, der hat... Natürlich auf die falsche Seite für ihn ist die Stockhandseite, nicht die Fanghandseite. Deswegen, was will er machen? Hui. Wow. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Hier komm, geschlänzter Pass. Aua! Und von 2 im Mann genommen. Kelly? Joey Kelly? Nee. Garantiert nicht. So, dankeschön. Oh, was war denn das für eine... Wieso hat der bitte gepasst? Ich habe nichts gemacht. So, wieder ist die Ecke offen. Also, ihr seht immer, wenn ich so im Schussmodus bin und dann da halt der Kreis grün wird im Torraum, dann ist das eigentlich der perfekte Zeitpunkt zum Schießen. Also quasi, zum Schießen, ja. Die beste Chance. Natürlich kannst du den Torhüter daran anpassen und so. Aber in der Regel, wenn ich halt dahin schieße, geht dazu 60% oder 70% sich rein. Die anderen 30% sind halt, wenn ich zu lange warte, dass der Torhüter noch reagieren kann. Oder dass ich halt irgendwie zu hoch schieße, sprich irgendwie Latte, Pfosten, halt das den Torrahmen treffe. 3-0, ja, jetzt sieht es aber ziemlich beschissen aus für die Finnen. So. Ah, Chris Kelly. Ah, wohl eigentlich links oben.
Mehr richtig gezielt, nicht mehr richtig gezielt. Alle zurück, Leute, alle zurück. Dankeschön. Abgefälschtes Tor. Ja, jetzt, was an der Verteidigung wieder läuft, jetzt kann ich in Schusslaune, Freunde. Jetzt kann ich mich voll auf den Angriff konzentrieren und da ein bisschen rumprobieren und so. Ja, also was in dem Spiel zugute halten muss, garantiert zugute halten muss, es hat verdammt viele Möglichkeiten mit generell die ganze Handhabung des Spielers. Verteidigung vielleicht eher weniger, wobei eigentlich auch. Aber vor allem Angriff, wie du da alles, die ganzen Feinheiten im Stock und so was alles machen kannst. Also wenn du hier Pro bist im Spiel, dann kannst du glaube ich ziemlich Kunststücke machen. Bin ich ja nicht, der jetzt sage ich noch Halbprofi. Ich werde, ja, ich glaube, wird langsam mal Zeit, dass ich dann für... Wow, der Schiedsrichter ist das, Alter! Da ist er spätestens fürs Halbfinale. Dass ich dann Schwierigkeitsgrad mal auf Profi hochstelle, gucke, wie es da läuft und dann je nachdem halt vielleicht im Finale sogar noch ein bisschen höher gehe, aber ich glaube zwar eher weniger. Mein Tief ist immer noch ziemlich kacke, wie ich finde. Ich würde es aber gerne wissen. Kurz überlegt, ob ich irgendwie einen Schuss vortäuschen, so mit R3, da geht ja auch. Habe ich auch hier gelernt im Spiel. Ich denke, in Trainingslager oder so, nö, dann nimmt man hier. So, nach 2 Dritteln steht es 4:0 für Team Kanada. Wer soll diese Mannschaft noch stoppen? Jetzt ist sie richtig im Turniermodus drin, jetzt weiß sie, worum es geht, jetzt ist sie heiß wie Frittenfett. Den Kanadiern ist nun wieder zu rechnen. Mit 15:9 Schüssen, 4:0 geht's noch geiler. Ich glaube nicht. Führt sie nicht vor. Spiel klug, wäre nicht übermütig. Lass sie nicht ins Spiel kommen. Führt sie nicht vor. Ja gut, er hat natürlich was. So. Und es geht weiter, immer weiter. Hier in Davos, in der Weiland Arena. Zwischen Team Kanada und den Finnen. Ich sage jetzt extra nicht mehr den Clubnamen, weil ich meistens sowieso falsch ausspreche. Genauso wie bei den Tschechen. Nur die Russen, da bin ich sicher, dass ich ihn richtig ausspreche. Hä? Wo war denn der Pass jetzt? Huch. Was war denn das für ein Direktschuss? Aber ganz seltsam. Bam, ist einfach umgestoßen. Du bist am Weg, ciao. Ich sage ja, das ist Sparta. So muss es gehen. Vor allem ist alles okay. So, zwar Bulli gewonnen, aber Perk trotzdem verloren. Ah, Mist, war nur blau. Ja, ich dachte halt, wenn ich lang genug auf links, auf die linke Seite ziehe, dann kommt er vielleicht auch nach links rüber und ich kann schon nach rechts zielen, aber damit hat er wohl gerechnet oder war einfach nicht schnell genug, keine Ahnung. Hätte trotzdem auf links schießen sollen, scheiße. Und andererseits, ganz ehrlich, ein 5:0 wäre jetzt schon ein bisschen heavy. Ups. Und so schnell kann es zu einer 2-gegen-1-Situation kommen. Na, warte mal, komm. Also der kanadische Torhüter, der offenbar den Eisbären Berlin ansonsten spielt, der hat's drauf. Also Eisbären in Berlin, ja, können auch Glück schätzen bei so einem Torhüter. Vermutlich nur im Spenger Cup so stark, sonst nicht, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie hoch die Eisbären Berlin momentan klassiert sind in der DEL. Alter, hat ihn fast selber reingeschossen, Alter. Hey, warum hat er nicht getroffen? Muss uns verarschen? Ganz ruhig, ey. Eine Armlänge Abstand, ja. Es ist Bulli, Bulli, Bulli. Ja, ich will zum Bulli, Bulli, Bulli. Lass mal in Ruhe.
Nein! Wo schieße ich denn hin? Oh, Alter, der hätte auch drin sein können. Was ist jetzt passiert? Ein Satz mit X, war wohl nix. Ja komm, beeil dich mal, komm. Hup, 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 hup. Ah, Icing, okay. Ich dachte schon, hey, wieso rennt denn der nicht? Der Puck so, komm zu mir. Oh nee, der ist schon weiter. Oh, jetzt muss er aber rennen. Zack. Bäm. Ja, ist okay, ist brutal, muss man sagen. Aber war halt kein Crosscheck, also bin ich zugefahren. Ich hab so, verschwinde, du kleiner Schwächling. Quasi so. Huch. Gut, der Puck weg. So, Kuckuck. Mann! Okay, irgendwie das mit dem Passen stimmt nicht. Ich wollte gerade nach links passen, nicht nach oben. Auch hier wieder, sie schießen immer auf den Tor. Was ist los mit euch? So, jetzt aber, komm. Schon wieder. Alter! So, das war jetzt aber wirklich mit dem Check. So, jetzt aber. Mann, das ist... Mann! Wieso schießen die immer auf den Torhüter? Da kann ich nicht am Halbprofi liegen, aber auch schon mal besser gespielt. So, kurz abdrehen. Au! Ja, schmeckt meine eigene Medizin. Also bei dem Verkehr vom Tor hätte das auch klappen können. Ich will 3 auf einem Haufen, wo ich nur einen kontrolliere. Krass. Ja komm, was hängt jetzt ein? Ich lass noch mal so machen. Wir schaffen es nicht. Aua. Ja, komm, komm. Ich lass es echt mal machen, einfach so. Nö, ich muss gar nichts machen. Ja, wir haben es doch geschafft. Ja, wir sind nicht die Schlechtesten. Wir sind die Schlechtesten. Scheiße, Mann. Was ist das eine Leistung? Ja, 14-0 gewonnen. Shutout. Ja, Mann, geil. So muss das sein. Sparta for life. Ja, wir sind Kanadier. Ja, Kanada forever. Ciao, ihr Finnen. Ihr Luschen. Na, ist es so, letzter zu sein? Scheiße. Ja, Freunde, das war's zwischen den Kanadiern und den Finnen. Die Kanadier haben verdient mit 14-0 gewonnen. Sie haben die Finnen vernichtend geschlagen, obwohl sie, zumindest in der Endphase, die Verteidigung ziemlich noch verstärkt hatten, nach offensiv drauf gedrückt haben, aber sie kamen weder uns Verteidigern noch am Torhüter vorbei. Tja. Shit happens. 14-0 für Team Kanada. Eigentlich mal B-. Wieso ist es plötzlich Teamplay hoch? Keine Ahnung. Dass sie bei ihren Angriffen in Überzahl sind. Oh, nee, nicht sofort Replay. Dankeschön. Ja, Freunde, Team Kanada ist also weiter. Sie kommen damit ins Halbfinale und werden, glaube ich, auf die Russen treffen. Tja, und für die Finnen, für sie ist das Spiel vorbei. Genau, sie können hier simulieren. Kaltparcours Pio. Für sie ist es endgültig vorbei. Sie haben verloren. Sie müssen sich mit dem anderen Verlierer der Begegner aus den Deutschen und den Tschechen dann wohl den letzten Platz teilen, so ungefähr. Tja, und für uns als Freunde, beim nächsten Spiel heute Abend geht es los mit den Nürnberger Ice Tigers gegen die Tschechen aus Srinik, oder auch immer ausspricht, keine Ahnung. Jo, sag wieder mal, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.